zusammen, mein Name ist Eva von Alternative Cologne Tours. Ich freue mich riesig, euch heute mitnehmen zu dürfen durch Ehrenfeld mit Visit Köln. Und ich zeige euch das bunte Ehrenfeld, die Straßenkunst, Geschichte und Kultur. Und ich würde sagen, wir gehen mal los. 1888 wurde tatsächlich Ehrenfeld eingemeindet, 8 Jahre nachdem der Dom fertiggestellt wurde. Ehrenfeld ist mittlerweile sehr, sehr beliebt und gehört zu den dicht besiedelsten Vierteln Kölns. Und überall findet man Straßenkunst. Hier sehen wir ein riesengroßes Kunstwerk. In der Szene spricht man da von Mural. Mural heißt einfach großes Wandgemälde und das ist von Roa aus Belgien. Er ist weltweit bekannt, vor allen Dingen dafür, dass er sehr detailreich die Kunstwerke darstellt. Heute noch, genauso wie zum Start vor einigen Jahren, als es gemacht wurde, ist es noch sehr umstritten. Ich feiere solche kritische Kunst, weil es uns doch am Ende auch die Wahrheit zeigt. Ja, jetzt sind wir hier am Ehrenfelder Bürgerzentrum, auch Bütze genannt. Und hier ist es wirklich unfassbar schön. Das ist ein Ort für die Menschen, wo es wirklich viel Programm gibt, für Jung und Alt. Jeder ist willkommen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns da noch ein bisschen was an. Kommt mit. Jetzt haben wir hier ein riesengroßes Kunstwerk von Heracut, 2 sehr bekannte Künstler. Und das Ganze ist seit 2011 hier, was unfassbar beeindruckend ist. Es ist noch wunderschön, die Farbe. Und das Ganze sieht wirklich so aus, als wäre das mit Kreide gemacht, aber es ist gesprayt. Es ist faszinierend. Ich glaube tatsächlich, dass Köln die Stadt ist, die am meisten Kunst über sich selbst macht. Köln ist ja auch die Stadt direkt nach New York, die am meisten über sich selbst singt. Und hier natürlich sieht man wieder ein sehr gutes Beispiel für die Kölner Kunst, in dem Fall tatsächlich sogar für Ehrenfeld. Hier sind ganz viele Elemente, die für Ehrenfeld stehen. Also hier unten die Edelweißblüte für die Edelweißpiraten, dass wir sehr bunt sind, dass jeder willkommen ist. Aber auch Tünnes und Shell, die ihr hoffentlich alle kennt, sind dabei. Dass es hier Musik gibt, viel Kultur, Kunst und natürlich unser wunderschöner Leuchtturm. Also richtig, richtig schön. Der Leuchtturm hier in Ehrenfeld ist das Wahrzeichen überhaupt. Warum? Ganz einfach. Der Helios-Turm in der Heliosstraße steht hier, weil die Firma Helios die Leuchtmittel auch für Leuchttürme hergestellt hat. Der Leuchtturm wurde aufgestellt, letztendlich als Werbemedium, damit potenzielle Kunden sehen können, wie gut das Licht ist. Und tatsächlich leuchtet der Leuchtturm auch nachts und geht abends einfach an, morgens wieder aus, aber so, dass sich hier keiner gestört fühlt. Der Stadtteil ist sehr, sehr gut angebunden mit dem Bahnhof Ehrenfeld und der S-Bahn-Station, also richtig, richtig gut. Gott sei Dank ist er vor ein paar Jahren bunt gemacht worden. Der Tunnel und der Tunnel auf der anderen Seite sollen wirklich Ehrenfeld repräsentieren. Hier unter anderem haben wir eine Kaffeetasse, weil wir sehr, sehr viele Cafés haben und auch die älteste Kaffeerösterei Kölns. An Bahnhöfen wie diesen gehen tatsächlich Tausende jeden Tag vorbei. Und das Interessante ist, dass kaum jemand auf die Kunst achtet, wie zum Beispiel auch die Kleinigkeiten hier oben. Hier in dem Tunnel sieht man, wie Ehrenfeld damals war. Vor einigen Jahrzehnten war das eher ein Arbeiterviertel. Das hat sich sehr, sehr stark verändert. Und hier sieht man auch wirklich die Industrie. Also wir hatten sehr viele Fabriken und das wollte man hier darstellen. Also richtig gut von der Deutschen Bahn, dass es uns auch so ein bisschen Geschichte zeigt in diesem Tunnel. Ja, hier haben wir ein riesengroßes Kunstwerk für die Edelweißpiraten. Das war eine Widerstandsgruppe während dem Nationalsozialismus. Und ihr seht in den Edelweißblüten die Namen von den Personen und das Datum, wann sie tatsächlich erhangen wurden. Auf dem großen Bild hier sieht man natürlich die Situation, wie das damals war. Es wird sehr, sehr gut dargestellt. Und im Kontrast dazu hat man dann hier nochmal die Bilder von den sehr jungen Menschen, den Edelweißpiraten, die Widerstand während der Zeit geleistet haben. Ja, hier sieht man ganz viel illegale Kunst, Paste-Ups, Kacheln und vor allen Dingen sieht man die Dynamik. Es wird viel kaputt gemacht oder mitgenommen. Hier oder auch dort oben ist es zerstört. Man sieht ganz viele neue Werke, Kunst von Künstlern, die ganz neue Dinge machen.
Straßenkunst kann natürlich groß und klein sein, sehr unterschiedlich. Es gibt verschiedene Materialien und Techniken. Es gibt Sticker, wie zum Beispiel hier, aber auch Paste-Ups, wo man wirklich mit sehr dünnem Papier das an die Wand kleistert. Und manchmal ist es sehr unscheinbar. Und so zum Beispiel hier oben diese kleinen Figuren. Ja, jetzt haben wir ja schon richtig viel Straßenkunst gesehen, was ja ein faszinierendes Handwerk ist. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch mal ein ganz anderes Handwerk. Kommt mit! Hallo. Sehr cool. Hier in den alten Bahnbögen wird Holz verarbeitet. Wir sind seit 1990 hier und davor war auch seit dem Zweiten Weltkrieg Schreinerei drin. Ja, Wahnsinn, richtig schön. Also, Ja, ist auch eine gewachsen, der glaub ich, oder? letzten Pumuckl-Schreinereien. Oh ja, Gott sei Dank gibt's euch. Ja. Aber auch hier findet man viel Street Art. Warum? Hier in der Straße ist ja nun mehr als genug an den Wänden und hin und wieder, wenn es halt nass regnet, lösen sich die Teile und liegen auf dem Bürgersteig und dann, wenn sie dann noch heil sind, nehmen wir sie halt mit rein und peppen sie hier an die Wand. Ja, super. Die So. Retter der Straßenkunst. Voll Genau, gut. so. Vor allem auch schön, ihr habt ja da oben das von Huami und tatsächlich habe ich das ja Ehrlich für gesagt längere- weiß ich das gar nicht, von wem das ist, aber Ja, siehst du gut. mal. Der Künstler hat sich gefreut, dass ihr es gerettet habt. Ah, ja, okay. ja, richtig Ja. schön. Hier sind wir in einer ehemaligen Hall. Das ist ein Ort, wo man legal sprayen durfte. Hier gibt es natürlich eigene Regeln unter den Sprayern. Und hier hat man damals wirklich viele internationale Sprayer auch sehen dürfen. Aber jetzt passiert hier leider nicht mehr ganz so viel. Viele denken ja wirklich immer, Straßenkunst ist nur bunt und witzig, aber tatsächlich ist es auch oft sehr kritisch und gesellschaftskritisch, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde und deswegen reagiert es auch immer so schnell auf die aktuelle Zeit, wie ihr ja natürlich auch hier seht. Straßenkunst sieht man nicht nur auf der Wand, sondern auch unter anderem auf dem Boden, wie zum Beispiel hier die Platte von Exhibition, die wurde gewechselt. Das ist natürlich auch illegale Kunst und er macht das schon öfters und schon länger. Unter anderem war das jahrelang auch im belgischen Viertel, aber da hat sich irgendwann jemand beschwert und dann wurde es halt weggemacht. Und hier sieht man, dass auch ja, die Jahreszeiten eine Rolle spielen, weil hier haben wir noch was von Mitraeda, muss gerade noch mal selber schauen. Nicht jeder sieht es, vor allen Dingen auch jetzt, wo es ein bisschen grüner ist, glaube ich, rennen viele dran vorbei und sehen das niemals, bis dann vielleicht der Winter kommt, das ganze Grün hier weg ist und man sieht es dann vielleicht offensichtlicher. Hier in Ehrenfeld haben wir ja sehr viel illegale Straßenkunst, die ihr schon gesehen habt. Und das Spannende ist aber, wir haben auch viele Orte, wo man legale Kunst anbringen darf. Wie zum Beispiel hier in der Körnerstraße um die Bäume herum, aber auch weiter vorne die ganze Wand, wo man wirklich legal das anbringen darf. Und so sieht man verschiedene Techniken, Materialien, aber auch Themen, die hier dargestellt werden. Ich treffe einen Künstler, der legale und illegale Kunst im öffentlichen Raum platziert. Was hältst du denn von solchen legalen Wänden im Kontrast zu illegalen Wänden? Schwierig, aber da habe ich aufgrund meines Daseins als Oldschooler wahrscheinlich Schwierigkeiten mit. Mit diesen legalen Wänden? Ja, ich finde, die Idee geht ein bisschen verloren. Finde sie trotzdem gut. Also es ist tatsächlich sehr zwiegespalten. Okay, und das Spannende, das wird dich ja oft gefragt, wie ist es denn an Wänden von anderen Menschen einfach was dran zu kleben? Ja, das muss in dem Kontext in Ordnung sein. Ich glaube, seine Umwelt mitgestalten, da muss jeder ein Recht für haben. Wenn er sich das nehmen muss, dann muss das auch okay sein. Also geht es um die Gestaltung der Umwelt. Genau. Ja, hinter mir seht ihr eine riesengroße Baustelle. Tatsächlich ein großes Trauerspiel in Ehrenfeld. Viele Clubs werden abgerissen und es wird was anderes gebaut. Hier war das Underground, fast 30 Jahre lang ein Club für Jung und Alt, also wirklich eine Institution, kann man schon fast sagen. Das wurde abgerissen mit der Idee, ein Einkaufszentrum zu bauen. Gott sei Dank lässt der Kölner sich ja nichts bieten, was er nicht mag und macht dann was. Und das ist hier passiert und statt einem Einkaufszentrum wird jetzt hier eine Schule gebaut. Also immer noch was Besseres als das Einkaufszentrum, dennoch schade, dass das Underground jetzt weg ist.
Jetzt zum Abschluss gehen wir hier in Ehrenfeld nochmal weg, weil wir haben viele grandiose Lokalitäten. Also die Ausgehkultur ist sehr, sehr groß. Wir haben Bars, Restaurants, Clubs und auch verschiedene Theater. Und jetzt gehen wir in den Muhmann und Sohn. Da gibt es Konzerte, einen wunderschönen Innenbereich und einen Biergarten. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ja, dann auch einen schönen Abend. Ja, schön lecker, kalt das Kölsch wieder. Und falls ihr mehr erfahren wollt über Ehrenfeld, dann kommt einfach vorbei, bucht eine Tour und erlebt es selbst.